Ich stimme dir da in keinster Weise zu. Ich finde, Salz versaut den Geschmack bei einem Mettbrötchen. Also ich finde, du liegst da vollkommen falsch. Das gehört dazu. Salz, Pfeffer und Zwiebeln. Das ist das perfekte Mettbrötchen. Naja, leve und leve losse. Wir sind da. Ich hoffe, wir kriegen das, was wir brauchen. Das werden wir, sei dir sicher. Guten Tag, wo ist das neue Torwarttrikot? Was? Das neue Torwarttrikot, du Saftsack. Red ich Spanisch oder was? Was? Deine Hose ist nass. Wo ist das neue Torwarttrikot? Was? Sag noch einmal was, sag noch einmal was. Und du wirst den Tag bereuen, an dem deine Mutter dich aus ihrem Schoß gefurzt hat. Alles gut, alles gut. Es ist direkt bei der Kleiderstange. Na bitte, geht doch. Bin gespannt. Sind wir zufrieden, Ron? Oh ja, Marvin, das sind wir. Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe Freunde, es hat ein bisschen gedauert, bis wir das neue Torwarttrikot endlich mal uns ansehen können, es bewerten können und dergleichen. Das Problem ist, es gab nie eine offizielle Vermeldung vom Verein und das Shirt ist aktuell nicht im Online-Shop verfügbar. Schon seitdem die Trikots released wurden, beziehungsweise die Heim- und Auswärtstrikots wie auch das Ausweichtrikot. Allerdings, meine Wenigkeit war gestern, weil ich zufälligerweise in der Gegend gewesen bin, mal kurz im FC-Shop und habe mir ein paar neue Klamotten angesehen und da hang es tatsächlich. Ich habe es anprobiert, ich habe es unter die Lupe genommen und auch wenn es nicht offiziell vom FC vermeldet wurde nach dem Motto, jetzt im Shop, dies, das, tralalala, es ist erhältlich, das ist jetzt kein Spekulieren, kein Hörensagen, ihr könnt es zumindest im FC-Shop im Stadion kaufen. Von daher, hier ist meine Review zu unserem Torwarttrikot. Wie schon gesagt, ich habe es ja bereits anprobiert. Sehen wir uns das Bild mal an. Ich habe hier zwar die Kurzarm-Variante an. Für mich persönlich käme aber wahrscheinlich eher die Version mit langen Ärmeln in Frage. Denn die soll es angeblich geben. Das wird behauptet, dass das mit langen Ärmeln herauskäme. Und ich persönlich, ich liebe ja Langarm und sowieso. Einfach, ich finde, ein Torwarttrikot darf auch ruhig aussehen wie ein richtiges Torwarttrikot. Und für mich gehört da irgendwie Langarm dazu. Was ich bei der Anprobe sofort bemerkt habe, die Passform gefällt mir richtig gut. Das sitzt vernünftig, ich fühle mich darin wohl und auch figurtechnisch macht das Trikot meiner Meinung nach einiges richtig. Und dann natürlich diese Farbe. Dieses Weinrot ist einfach geil. Es ist mal was anderes. Es fällt auf, ohne irgendwie grell zu sein. Und zusammen mit dem Adidas Originals Logo bzw. dem Trefoil Logo und diesem wunderschönen Retro FC Wappen hat das Ding einen richtig starken Oldschool Look. Und wenn ihr euch das mal genauer anseht, irgendwie ist das Retro Wappen von unserem FC diesmal deutlich größer als bei den anderen Trikots. Ich bin ja immer so einer, der sowas bemerkt und ich fand es immer schade, dass das FC-Wappen immer kleiner wird auf den Trikots. Ich muss aber sagen, das Einzige, wo ich kurz ein bisschen zusammengezuckt bin, sind die schwarzen Ärmel und diese schwarzen Konturen an den Seiten bzw. an der Hüfte. Denn diese Kombination aus Rot und Schwarz erinnert mich natürlich ein kleines bisschen an so einen Verein bzw. so ein Konstrukt von der anderen Rheinseite, über die wir hier natürlich nicht sprechen. Andererseits muss ich sagen, Schwarz macht schlank und wenn ich mir das Ding so an mir angucke, ja gut, dann nehme ich das Schwarz eben mit. Denn auch wenn die schwarzen Seiten mich ein bisschen stören, einfach wegen der Vereinsfarbe, habe ich gerade festgestellt, Schwarz macht nicht nur schlank, Adidas hat mir hier offenbar gleich noch die Hüfte wegretuschiert. Hinzu kommt noch, was mir daran so gefällt. Zum Vergleich, Bayern München hatte 2001 schließlich auch so eine Kombination. Gut, da war das offiziell vielleicht eher Anthrazit und deswegen reden wir uns einfach ein, das wäre Anthrazit und nicht schwarz. Problem vielleicht gelöst. Was ich ebenso interessant finde, das hier ist ja das Torwarttrikot. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir es vor allem dann sehen werden, wenn der FC in Weiß spielt. Weil das macht ja keinen Sinn, wenn wir in Rot spielen und der Torwart trägt auch Rot. Und sicherlich fragt sich dann der eine oder andere wegen dem Retro-Wappen, weil auf den weißen Trikots ist das aktuelle Wappen drauf, ob das jetzt bedeutet, dass die gesamte Mannschaft ebenfalls irgendwann mit diesem Wappen spielt. Natürlich nicht. Leider natürlich. Denn gerade Bayern München hat in den vergangenen Jahren mit Adidas schon sehr viel Erfahrung mit Retro-Kollektionen und Retro-Designs gesammelt. Da kam es natürlich durchaus vor, dass der Torwart ein Trikot mit historischen Vereinswappen getragen hat, während die Feldspieler weiterhin mit dem aktuellen Wappen gespielt haben. Das Retro-Wappen auf diesem Torwart-Trikot muss also nicht automatisch irgendwas über die anderen Trikots aussagen. Und jetzt komme ich tatsächlich zu etwas, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich das irgendwann einmal über ein FC-Trikot sage. Mich stört diesmal der Rewe-Schriftzug überhaupt nicht. Ich meine, okay, Rewe ist mittlerweile in unserer Vereinsgeschichte der Trikotsponsor, der die
längste Amtszeit hat. Und natürlich sehen wir uns manchmal nach diesen alten Sponsoren zurück, weil sie irgendwie mehr Stil hatten. Wie zum Beispiel Ford, Pepsi und Samsung. Das hatte schon eine gewisse Klasse, das wissen wir alle. Aber Rewe ist nun mal mittlerweile der Hauptsponsor und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und bei diesem Trikot finde ich zum ersten Mal, dass der Schriftzug sich perfekt in dieses Design einfügt. Durch das Weinrot und das Schwarz, beziehungsweise Anthrazit, wir einigen uns mal auf Anthrazit, und den weißen Schriftzug, wirkt das Logo hier überhaupt nicht wie ein Fremdkörper. Im Gegenteil, es gehört optisch fast zum gesamten Retro-Look irgendwie dazu. Jetzt müsste eigentlich nur Rewe, so ähnlich wie bei diesem Lifestyle-Trikot damals, vielleicht mal den alten Schriftzug zur Verfügung stellen, den sie mal hatten. Aber egal. Ich muss sagen, wir haben sie. Unsere allererste Eins, unser allererstes sehr gut in dieser Adidas-Kollektion. Denn da wir ja weiterhin nach klassischen Schulnoten bewerten, dann bekommt dieses Torwart-Trikot von mir tatsächlich eine glatte 1. Sehr gut. Weinrot, Retro-Wappen, Adidas Originals Look, richtig gute Passform und selbst Rewe kriegt es diesmal nicht kaputt. Für mich bisher ganz klar eines der Highlights der neuen FC-Kollektion. Und wenn ich mir das Ding hole, dann wahrscheinlich in Langarm. Ich will noch mal kurz ein Trikot hier abhaken. Das ist zwar nicht offiziell in den Shops, aber Marvin Schwäbe trägt es in einigen Freundschaftsspielen. Dieses blaue Torwart-Trikot, das sieht auf diesem Foto eigentlich recht leger aus. Nichts Besonderes, nichts, wo man unbedingt in den Laden laufen würde, aber trotzdem irgendwie schick. Allerdings auf dem nächsten Foto sehen wir hier diese Unterbrechung im Design. Hätten sie jetzt diesen cleanen Look, etwas wellenförmige Muster, komplett durchgezogen, dann hätte dieses Trikot mindestens eine 4 bekommen. Aber tut mir leid, das sieht total unfertig aus, als ob du da irgendwie diesen oberen Teil des Trikots draufgepappt und eingenäht hättest und der Rest ist einfach noch vorhanden von einem anderen Design. Ja, das sähe halt cool aus, wenn einer dieser beiden Stile durchgezogen worden wäre. Oder sagen wir es mal so, das Muster feiere ich nicht im unteren Bereich. Der obere, cleanere Look, der sieht auf jeden Fall deutlich eleganter aus, würde ich mal an der Stelle sagen. Nichtsdestotrotz, du musst dich ja für ein Design entscheiden. Auch wenn es in die Torwarthose übergeht. Es tut mir leid, das hat das Trikot versaut. Dieses Trikot kriegt dann leider schon die zweite 5 in der Adidas-Kollektion. Ja, Arsch bleibt Arsch. Tut mir leid, ist aber auch nur mein Geschmack an der Stelle. Tut mir leid, glatte 5. Offensichtlich gibt es dann noch dieses gelbe Torwart-Trikot. Mal schauen, ob wir das noch bewerten werden oder in ein anderes Video einbauen werden. Was ich aber in dieses Video noch zum Abschluss mit einarbeiten möchte, das wäre etwas, wo ich sagen würde, es wird mal Zeit, wirklich komplett lobende Worte für den FC und seine neuen Fanartikel auszusprechen. Es ist endlich einmal geschehen. Ich habe mir jahrelang eine hüftlange, sportliche Nylon-Polyesterjacke gewünscht. Und da ist sie. Endlich, endlich. Genau so eine Jacke wollte ich schon immer vom FC. Und sie hat ein Rückenpatch. Sie hat endlich ein eingesticktes Rückenpatch. Verdammt nochmal, ich habe jahrelang dem FC geschrieben, bitte fügt doch mal so eine Jacke der Kollektion hinzu. Wir wollen noch so eine Jacke. Wir brauchen eine Winterjacke in Vereinsfarben. Und geil wäre auch noch, wenn hinten ein Logo drauf gestickt wäre. Ich habe sogar eine eigene Jacke mir designen lassen in Serbien. Aber ich sag mal so, du willst aber trotzdem es offiziell vom Verein haben und da ist sie. Da ist diese Jacke. Und ich habe die Jacke anprobiert, Leute. Also ich habe jetzt hier kein Foto gemacht, aber die ist perfekt für den Winter. Und nicht umsonst sind fast alle Größen aktuell ausverkauft. Das ist so eine geile Jacke. Genau so muss eine Vereinsjacke sein. Sie gehört nicht zur Adidas-Kollektion dazu. Das ist vom Verein hergestellt worden. Aber wow, Hut ab, FC. Und für diejenigen, für die diese Jacke vielleicht ein bisschen zu warm ist, wir haben eine neue College-Jacke. Wir haben dieses Design jetzt über 2 Jahre in schwarzen Varianten gehabt und hier ist sie endlich mal in Vereinsfarben. Es scheint wohl wirklich so zu sein, dass man diese Ruth und Wies Marketingkampagne endlich mal komplett durchzieht. Ich rede seit Jahren darüber. Wir haben keine Jacken in Vereinsfarben. Und jetzt kommen sie endlich. Diese Jacke kannst du auch bei etwas kühleren Temperaturen tragen. Aber natürlich die Nylonjacke ist mehr meinem Geschmack entsprechend. Und vor allen Dingen nochmal zurückkommt auf die Nylonjacke. Die hat sogar eine Innentasche, nicht nur an der Seite. FC, ich will jetzt hier keine Schulnoten verteilen. Wir reden hier über Trikots, wenn es darum geht mit Schulnoten und dergleichen. Aber verdammt nochmal, ihr
habt wirklich euren Soll dieses Jahr erfüllt. Geile Kollektion, inklusive die Kombination mit Adidas. Wir haben diesmal nicht nur geile Trikots, auch wenn 2 von denen bereits eine 5 von mir erhalten haben. Aber nein, wir haben auch alltagstaugliche Kleidung. Wir haben Jacken in den Vereinsfarben. Die rote Wand ist bald endlich wieder eine rote Wand. Wow, ich muss euch loben. Habt ihr wirklich geil gemacht. Ich bin euer härtester Kritiker, was Fanartikel angeht. Und diesmal habt ihr abgeliefert. Geil. Ja gut, liebe Freunde, das war's dann für heute. Abgesehen davon, es wäre sehr ehrenhaft, wenn ihr ein Abo dalässt. Wir sind auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten. Mein Way to 1K. Es würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Lasst doch gerne ein Abo da. Und mal schauen, was das nächste Thema sein wird. Wir wollen jetzt erstmal nicht über Said El-Maler sprechen, weil wir wissen nicht, was in den nächsten Tagen noch passiert. Aber was Dortmund da anbietet, ist deutlich zu wenig und ich würde ausrasten, wenn es angenommen wird. Tut mir leid, bei aller Freundschaft. Und in diesem Sinne, das war's erstmal für heute. Bis zum nächsten Video. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sag mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.